Heute möchte ich über Wünsche reden. Und zwar habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, dass so das habe ich selber auch schon so gedacht, sagen wir es so, oder? Wenn man so in der äh, spirituelle Szene kommt, habe ich vor ein paar Jahren auch noch so gedacht, ja, wenn ich mir etwas wünsche, dann ist es ein Mangel. Man sagt ja, Mangel ist etwas, was man nicht hat, und ein Wunsch ist etwas, was man nicht hat, also sollte es ja ein Mangel sein. Das heisst, wer sich etwas wünscht, ist eigentlich im Mangel. Und ich sehe das mittlerweile anders, seit ich mich ernsthaft mit der Lehre von Neville Goddard auseinandergesetzt habe. Er sagt, Bewusstsein ist die einzige Realität, und ein Wunsch ist schlussendlich irgendetwas, wo in dir aufsteigt, also das Universum oder Gott oder Quelle oder wie soll man es nennen, wo eigentlich durch dich leben möchte, und irgendetwas tut in dir aufstehen lassen, also tut dir den Wunsch in dir aufkommen lassen, damit du in Aktion trittst. Nur ist in der heutigen Gesellschaft ist das so, dass man an so viele Sachen gebunden ist. Also sprich, du hast einen Wunsch einen Wunsch in die Ferien zu gehen. Da kommt der Wunsch in dir auf, und viele verwirklichen sich dann den Wunsch. Halt nicht gerade jetzt, sondern vielleicht vielleicht im kommenden Jahr oder in 2 Jahren. Das heisst, der Wunsch kommt, und wer ist dann so, oh, das hätte ich gern. Und man fühlt sich dann in das rein. Das ist das Gefühl, das aufkommt. Das Gefühl ist dann auch das, wo man merkt, so, okay, das ist was Schönes, das will man. Und jetzt hat man eigentlich Triebfedern, dass man überhaupt in die Handlung kommt, oder? Das ist eigentlich, der Wunsch ist eigentlich etwas, damit man in die Handlung kommt. Nur ist es jetzt in der Gesellschaft so, dass, wenn zum Beispiel jemand den Wunsch verspürt, oh, ich hätte gerne ein neues Auto, dann hat man, oh ja, nein, ich habe das Geld nicht. Also, man unterdrückt sich eigentlich die Wünsche. Und der Neville meint, man soll einen Wunsch, der aufkommt, den sollte man für sich behalten. Also klar, kannst du mit den Leuten darüber reden, wenn dir das wohler ist, aber schlussendlich einfach für sich behalten und so annehmen, als er bereits erfüllt ist. Also so tun, als das bereits so ist. Also sich den Wunsch annehmen. Also wenn du ein neues Auto willst, dann hast du das neue Auto schon. Dann fühlst du dich schon, als hättest du es. Und nicht, als hättest du es nicht. Das ist am Anfang noch ein bisschen schwierig, weil du musst eigentlich gegen deine Sinn schaffen. Sprich, deine 5 Sinn, die sind immer am schauen, so, okay, nein, das ist nicht möglich, wir haben gar kein Geld. Oh nein, das ist nicht möglich, weil das sind so weit weg. Oh nein, das ist nicht möglich, weil das ist das. Und da ist die Kunst, nicht auf die 5 Sinne einzugehen, sondern das wirklich schon fast lügen, und nicht gut, also du sollst es nicht gut reden, sondern du sollst es wirklich fühlen. Also du sollst sagen, ja, das ist einfach irgendwann so weit, du musst dich wirklich fühlen, als wärst du bereits der Mensch, der das Auto hat. Und wenn der Wunsch aufkommt, und das Gute ist, meint der Neville, weil ja der Wunsch beinhaltet ja bereits das Gefühl. Das heisst, du weißt schon, in was für ein Gefühl du musst sein, dass sich der Wunsch erfüllt. Darum ist es eigentlich genial, wenn spontan ein Wunsch aufkommt in dir, dann ist das Gefühl, das musst du haben, das sollst du weiterhin haben und bereits also annehmen. Und wenn du in dem Gefühl bist, sagst du eigentlich im Leben, du hast es bereits. Und was du hast, also wer da hat, dem wird gegeben. Das steht auch in der Bibel. Das haben uns die alten Lehrer auch schon sagen. Das heisst, du musst das Gefühl aufrechthalten. Du musst das Gefühl aufrechthalten, bis es manifest wird. Das ist wie bei allem. Das haben Sie sicher schon gehört, dass die Gedanken die Realität formen, das ist eigentlich nichts anderes. Nur ist es oftmals unbewusst, oder? Wir haben unsere Glaubenssätze und denken die ganze Zeit, ja, nein, das ist nicht möglich, 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 und das ist nicht möglich. Es wird irgendwann unmöglich. Du wirst Sachen anziehen, dass du eigentlich Zeit hättest. Und nachher, also sagen wir jetzt, machen wir ein Beispiel Ferien. Wenn du die ganze Zeit denkst, oh nein, es ist finanziell nicht möglich, oh nein, es ist finanziell nicht möglich, oh nein, es ist finanziell nicht möglich, und du hast jetzt endlich Ferien, dann kann es sein, dass durch den Glaubenssatz, dass es finanziell nicht möglich ist, dir genau in diesen Ferien irgendetwas passiert oder irgendein Unfall oder ich weiss nicht was, irgendwas kaputt geht, wo du ersetzen musst, dass es finanziell wieder nicht möglich ist. Oder? Und du wirst dann immer so Sachen anziehen, dass es finanziell nicht möglich wird sein. Und das, der Mensch geht dann nicht zurück, oh, das ist, weil ich das die ganze Zeit denke, sondern er sagt sich dann, siehst, es ist schon wieder finanziell nicht möglich.
habe ich's doch gewusst. Ja, und das ist eben der Punkt. Weil man es weiss, wird's so sein. Jemand, der sich bewusst ist und weiss, dass es so wird sein, das wird so sein. Und wenn du dir bewusst wirst, dass du der bist, wo das Auto fährt, dann wird's auch so sein. Das ist wie ein Glaubenssatz. Wenn du dir immer wieder sagst, oh nein, ich habe kein Geld, um in die Ferien zu gehen, oh nein, ich habe kein Geld, um in die Ferien zu gehen, oh nein, ich habe kein Geld, um in die Ferien zu gehen. Und du immer wieder das Gefühl gehst dann, parallel zu, ich bin der, wo das Auto schon fährt. Ich bin der, wo das Auto schon fährt. Ich bin der, wo das Auto schon fährt. Dann wirst du irgendwann in dem Auto hocken, und dann wirst du sagen, ich hab's schon gewusst. Ich bin der, wo das Auto fährt. Ja, oftmals wird man dann gar nicht merken, oder? Es ist dann ich habe kein Geld, um mit die Ferien zu gehen, ich habe kein Geld, um mit die Ferien zu gehen, dann wirst du nicht denken, wenn von während der Ferien irgendetwas passiert, wirst du denken, oh, das ist ja, weil ich den Glaubenssatz gehabt habe. Nein, das ist, weil du automatisch in dem Gefühl bist, du wirst es gar nicht merken, wenn du nicht wirklich reflektiert über das Ganze nachdenkst. Und das Gleiche wird dann mit der Ferien sein, du wirst den Zustand, wo du bist, darum Bewusstsein ist die einzige Realität, du verkörperst immer dein Bewusstsein. Das ist das Spiegelbild von deinem Inneren. Das heisst, wenn du im Inneren ganz fest davon überzeugt bist, dass du nicht liebenswert bist, dann wirst du immer wieder an Sachen anlaufen, wo du kannst sagen, habe ich es doch gewusst, ich bin wirklich nicht liebenswert. Du wirst immer wieder an Sachen anlaufen, wo dir das bestätigen. Und nicht, weil die Welt böse ist, sondern weil sie ein Spiegelbild ist von dir. Und dann werden auch andere Menschen dir das spiegeln. Ob sie das jetzt wortwörtlich sagen oder ob du du siehst, du bist heute aber hübsch, das als Beleidigung siehst und nicht liebenswert bist. Du wirst immer aus deinem Bewusstsein wirst du die Sachen wahrnehmen. Und darum, Wünsch, ich bin abgeschweift, Wünsch sollst nicht abtun, als es ist nicht möglich. Du sollst einen Wunsch wirklich anfangen, wenn ein Wunsch in dir aufkommt, dann musst du den annehmen. Du musst den annehmen, weil es ist das Leben selber, wo du dich leben willst. Das Leben selber, wo weiss, das ist etwas, was wir wollen. Sonst ist es nämlich ein Wunsch. Und das Gute beim Wunsch ist, du hast bereits das Gefühl vom erfüllten Wunsch. Was der Neville oft sagt, du sollst immer im Gefühl vom erfüllten Wunsch leben, als wär's bereits so. So wie wir unser ganzes Leben ja jetzt leben. Wir leben ja jetzt auch so, als wär's bereits so. Darum, die einzige Chance, in ein anderes Leben zu kommen, ist, das neue Leben bereits so annehmen, als wär's so. Weil dann kommt das Gefühl das Gefühl gibt Brennstoff für das neue Leben. Und wenn du dir innerlich die ganze Zeit sagst, ich bin bereits der Mensch, also nicht nur sagen, sondern fühlen, dann wird die dreidimensionale Welt wird nachkommen. Sie wird nachkommen und dir das bestätigen, wie all deine Glaubenssätze bestätigen. Darum schreib dir mal all deine Glaubenssätze auf, schreib dir die mal auf und achte dir mal drauf, dass genau die Glaubenssätze immer wieder in deinem Leben antreffen. Und es ist halt oftmals so, dass wir sich nur negative Sachen sagen. Der Mensch sagt sich nur negatives Zeug. Er wacht am Morgen auf und denkt, wow, das habe ich gut gemacht. Oh, bin ich heute schön. Nein, oh nein, jetzt habe ich schon wieder einen Fehler gemacht. Oh, nein, heute sehe ich nicht gut aus, oder? Es ist mega traurig, wie schlecht wir über uns reden. Wie schlecht wir über uns reden. Und wir sind dann extrem enttäuscht, wenn andere das spiegeln müssen und es machen. Und wir dann denken, wie kann der nur so assi sein zu mir? Aber selber sind wir ja der Assi zu uns. Und die Welt spiegelt eigentlich nur die Assiness, die wir selber haben. Darum, fang an, lieb sein zu dir. Fang an, Wünsche annehmen. Fang an, aufhören, es denken, dass es nicht möglich ist. Es ist alles möglich. Du wirst alles in deinem Leben erlebst du so, wie du fühlst. Darum, pass auf, wie du fühlst. Hör auf, schlecht über dich reden. Hör auf, schlecht fühlen. Versuch wirklich Situationen so zu sehen, als sie für dich wären. Schlussendlich, also, ich in meinem Leben merke wirklich immer wieder, alles, was mir passiert, ist für mein Beste. Ist am Anfang vielleicht ein bisschen mühsam zum Annehmen, weil wenn man selber merkt, okay, ich bin selber schuld an allem, können viele nicht verkraften, aber wenn du merkst, dass du der einzige Grund bist für das, was du in deinem Leben hast, weißt du auch, du brauchst keinen anderen Mensch. Du brauchst keinen anderen Mensch, um das in deinem Leben erreichen, was du willst. Das ist dann die Kehrseite, wenn man dann einmal hat können schlucken, das Ganze, dass man eigentlich selber schuld ist an allem, ist aber die Kehrseite, durch das, dass man das so anschaut, dass man auch wirklich niemand braucht, dass ich selber alles erreichen kann. Ja. Genau, das wollte ich mitgeben und ich wünsche euch einen guten Tag und schreibt eure Wunschliste, fühlt euch die Wunschliste rein, hört auf, euch schlecht reden
Genau, dann werdet ihr nämlich merken, wenn ihr aufhört, euch die ganze Zeit schlecht reden und schlecht sehen, dann werden andere das auch nicht mehr spiegeln. Darum sind wirklich aufmerksam am Tag. Fragt euch, könnte das jetzt eigentlich nur die Manifestation sein von meinen eigenen Gedanken, die ich die ganze Zeit denke. Und ihr werdet verblüfft sein, ja, wie viel ihr euch selber antun. Also ihr tut euch alles selber an. Darum, ja, an dieser Stelle, sind lieb zu euch, dann ist das Leben lieb zu euch. So einfach ist es. Bis dann, auf wieder Güchs.